Miteinander haben wir ein bisschen in das Erlebnis des Ehepaars in einem christlichen Gästehaus hineingeschaut. Und ich muss sagen, ein Fremdling zu sein, ist noch das eine. Aber das kann sich dann auch ändern. Jemand kann von einem Fremdling so quasi auf die Etage von einem Gast aufrücken. Das heisst, jemand, der reinkommt und sich nicht einfach fremd fühlt, sondern irgendwo sogar wohl fühlt, angesprochen fühlt und gerne noch ein zweites, vielleicht auch ein drittes Mal kommt und sagt, das ist etwas, was ich eigentlich suche. Und so heisst es in dieser Schriftstelle, wo wir miteinander jetzt eine Serie darüber betrachten, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und das ist natürlich eine Lust, die entsteht. Ich möchte gerne ein Hausgenoss werden von Gott. Ich möchte etwas, das mich nicht mehr verlässt. Etwas, wo ich dann immer weiss, dort bin ich daheim. Eine interessante Biografie ist mir vor die Füße gekommen, neulich, wo genau das Thema hat, von diesen Gästen, die nie wirklich ganz daheim sind und wie sich das Blatt auch noch wenden kann. Das ist nämlich der Eddie von New Mexico. New Mexico kenne ich gut, weil dort habe ich Autostopp gemacht, quer durch hin und zurück. Und habe dort zum Teil sehr schlechte Erlebnisse gemacht, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Aber so für einen Ranch im Ghetto war er als Highschool-Student, das heisst eigentlich etwa so wie Gymnasiast. Und alles ist um ihn zusammengefallen, obschon er gewandt war, in die Kirche zu gehen. Er hat gewusst, wir sollten Gott dienen. Er hat das so gemacht, hat die Bibel gelesen, etwas mal gebetet. Und trotzdem in der Krise, was bei seinen Eltern ist auseinandergegangen, finanziell bergab etc., hat er plötzlich den Halt verloren. Ein Gast sein ist ja kein Dauerzustand. Es ist zwar sicher schön, wenn man zum Beispiel in einem Spital gepflegt wird, aber wir hoffen, wir müssen dort nicht bleiben für immer. Das Wort Hospital ist ja wortverwandt mit unserem Wort Gast. Und das ist sehr ein breites Wort. Ausgehend ins Mittelalter hat man das nachher erst im Sinn von Gastfreundschaft gebraucht. Vorher auf Latinisch hätte es sogar heissen Hostis der Feind. Also die Bandbreite von diesem Wort ist sehr weit und geht bis Russisch Gospodi, wo er heisst Gott. Die Halbwüste von Neumexiko kenne ich selber gut. Ich bin dort auch mal fast verdurstet. Am Eddie ist es so gegangen, weil seine Karte nicht alle Wege eingezeichnet hatte, ist er irgendwann in diesen Bergen komplett verloren und hatte einen Hitzschlag gehabt. Und er hat aber noch gewusst, wenn ich jetzt abliege, dann werde ich nicht mehr aufstehen, weil nach einem Hitzschlag dann hat man einfach ein riesiges Bedürfnis zu schlafen. Und er ist einfach mit einem Gebet in den Schatten gehockt. Herr, wenn du wirklich mir noch mal eine Chance gibst, das wäre wahrscheinlich die letzte. Und so ist er aber plötzlich weg gewesen. Und gehört aber nach einem Zeitchen Amazing Grace. Wie wenn ein Chor singen würde, er ist aufgestanden, plötzlich hat er Kraft gehabt, konnte laufen, hat einige Stunden laufen, ist aus diesem Ort rausgelaufen, bis er zu Wasser gekommen ist, bis er zu Leuten gekommen ist. Und seitdem weiss er, wo er wirklich daheim ist. Das war das Erlebnis, das Ende von seinem Gästentum, der Anfang von seiner echten Beziehung zu Gott. Es gibt zahllose solche Geschichten, wo Gott eine Krise braucht, für uns rauszuhelfen aus dem, wo wir meinen, wir sind ein bisschen dort daheim, aber sind doch nicht richtig daheim. Und bei Endabrechnung würde es dann nicht länger, weil wir nicht wirklich Amazing Grace haben erlebt. Die Gnade, die uns rettet und die uns das Recht gibt, wirkliche Hausgenossen von Gott zu sein. Amazing Grace, das ist eigentlich das Stichwort, das zeigt, wer schlussendlich die Miete zahlt. Weil wir bei Gott leben und es sind nicht wir, die zahlen müssen. Das ist das, was uns im nächsten Teil beschäftigen wird.